Wir reden über das Thema innere Schweinehunde, insbesondere innere Schweinehunde im Betrieb. Also diese innere Stimme, die sagt, lass das sein, mach's morgen, sollen die anderen erstmal anfangen. Ja? Und wir halten das für normal. Aber entsprechend ist es eben auch normal, dass das, was sie tagtäglich in ihrem beruflichen Umfeld machen, eben in ihrem Gehirn als Rille angelegt ist, die da so bleibt. Und wenn sie jetzt verändern wollen, sagen sie, das geht doch nicht. Normal verteilt, also gaußsche Glockenkurve. Ja? Sie haben ein ganz großes, breites Mittelfeld. Das ist einigermaßen sicher. Der Charles Darwin hat ja gesagt, Survival of the Fittest. Das ist Quatsch. Was der meinte, war Death of the Unfittest. Das ist doch dieses 1% der Fälle, wo wir was anders machen sollen. Da kommt dann ein Riese an diesem Park vorbei und der setzt die Fressbude von links nach rechts. Und meistens sehen wir das. Wir sind nicht blöd, wir reflektieren das, wir verstehen das. Und dann kommt Günther und sagt, geh den alten Weg, die Bude kommt zurück. Und heißt im Laden, die heißt, du darfst keine Fehler machen. Perfektionismus. Du musst genau nach den Regeln spielen. Du darfst nichts machen, was irgendwie falsch wäre oder was dir dein Chef übel nehmen könnte. Dabei ist es bescheuert, weil wenn wir versuchen, alles nur noch richtig zu machen, lernen wir nichts mehr dazu. Und Lernen ist ganz wichtig dafür, dass wir motiviert durch unser Leben laufen. Sie laufen hin, sie laufen her, sie konditionieren das Neue, das Alte wird mit der Zeit zuschneien und ihr innerer Schweinehund sagt bei Veränderungssituationen, wer, wenn nicht du, wo, wenn nicht hier, wann, wenn nicht jetzt, mach einfach.